Auf Französisch soll es weitergehen. Hier zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution in der 5D-Saga noch unterwegs. Und ja, Französisch Twist, bin gespannt. 6 Monate nachdem die Finzen aus Wellen besiegt wurden, war auch die Brücke zwischen New Domino City und Satellite fertig. Glückwunsch. Jetzt waren die Stadt und Satellite nicht mehr voneinander getrennt und das galt auch besonders für die Bewohner der beiden Stadtteile. Aber auch wenn jetzt erstmal alles friedlich aussah, würde es nicht lange dauern, bis sich das Böse wieder ankündigte, wie es halt nun mal ist bei Yu-Gi-Oh! Nachdem ein Meteor in Form einer Karte in der Nähe von New Domino City eingeschlagen war, sind 3 Fremde davor erschienen. Ausgezeichnet, sie ist in einem Stück eingeschlagen. Ja, und sie hat schon Eindruck hinterlassen, wenn wir das sagen. Was hast du erwartet? Das ist meine Karte. So ist es, also denke, du bist als Erster dran. Keine Eile, bedanke bitte, dass es einen Plan gibt, den wir befolgen müssen. Natürlich erinnere mich daran. Ich habe mir schließlich ausgedacht und er ist einfach perfekt. Hey, was seid ihr 3? Was macht ihr hier? Ich hatte euch diesen Ort sofort verlassen, ja? Und ich hatte dir eine Zunge zu hüten, du Wurm. Was glaubst du, mit wem du redest? Ist es schon gut? Ist es wirklich die Art und Weise, dass du dich bei deinen neuen Direktoren einführen willst? Neue Direktoren? Ja, wir 3 werden uns die Aufgabe teilen, als eure neuen Chefs. Oh mein Gott, es tut mir leid, das haben wir mit mir nicht gesagt. Ich bitte um Vergebung. Nee. In der Zwischenzeit besuchte Tetsu Trutch Yusei, Jack und Crow. Sag bloß, er arbeitet immer noch an den neuen Prototyp eines Duellmotors. Aber sicher doch. Den Grand Prix, ja, das wollen wir. Was müssen die Jungs denn noch beweisen? Ihr habt doch schon die Welt gerettet. Wenn ihr mich fragt, wäre es auch okay, wenn ihr auch eine Weile auf euren Lorbeeren ausruht. Auf keinen Fall, mein Erdogan ruht nie. Er trainiert täglich und verbessert ständig seine Leistungen. Das stimmt schon, Crow, aber ich trainiere nicht nur den Grand Prix zu gewinnen. Wir haben vielleicht die Welt gerettet, aber es war ein knapper Sieg. Fast hätten wir alles verloren, was sie besitzen. Oh, naja, ich fand es eigentlich relativ easy, aber okay, Yusei, du meinst? Warum soll er gegen dich antreten? Du hast keine andere Wahl, Yusei Fudo. Ich habe mit einem Flitz herumgeschraubt. Wenn du ihn bremst, wenn du im Duellmodus bist, wird er explodieren. Aha. Das sollen wir einfach mal so glauben, wa? Odin, Vater der Asen. Das ist aber kein göttliches Monster, wa? Aber ein Synchro-Monster. Gegen Sherry LeBlanc. Oh, mais oui. Edelritter Johanna. Okay. Der Kartenbrecher. Okay. Was auch immer das bringen soll. Ja, gut, die Stufe 2, also insofern. Mit war über blöd. Also, erstmal die Karte setzen. Dann spiele ich, glaube ich, mal noch Straße zum Sternenlicht. Die oder der 2 ist. Jo. Straße zum Sternenlicht klingt doch cool. Der hat zumindest mit ihren Rittern, wa? Hä? Warum greifst du mit dem zweiten Viech an? Muss man verstehen, wa? Dann spiele ich mal Stimmen. Ja, komm, schnell zu synchron. Ich habe Turbo-Krieger und dann entdeckt Sternstabdrache. Gerümpelkrieger. Gerümpel-Bogenschütze. Bohrkrieger. Der ist neu. Der Pulkrieger zwar auch. Stufe 5, 7, 8, 6. 5, 6, 7, 8 ist alles dabei. Das ist doch schön. So, mehr gerümpelt sind, konnte sie eigentlich noch zu früh. Ja, wobei gegen nochmal einen Kartenbrecher nochmal zu ziehen, wäre zwar nicht so schlecht.
So geht's ja auch. So, Freunde, Synchrobeschwörung, wie könnte es anders sein? Für Gerümpel Bogenschütze. Da finde ich jetzt aber nicht nett. Irgendwie doof, aber irgendwie auch nicht. Hallo, Gerümpelsynchronisierer. Was ich jetzt zwar ein bisschen fies finde, warum kann ich jetzt Stars im Sternlicht nicht nutzen? Er hat nur eine Karte auf dem Feld. Natürlich doof. Nehme ich Katapultkrieger, nehme natürlich Rümpelkrieger. Alles im Zeichen des Schrottes. Klingt hart, ist aber irgendwie so. So. Jetzt hat es nichts mehr zu bieten, wa? Oh doch. Hatten die für Fallenkarten? Richtig oldschool. Und richtig krass. Gefällt mir gar nicht, da muss ich protestieren, das geht aber so mal gar. Jetzt kommt die mir schon mit dem Schieß-Edelritter Artorius. Wow. Ja, muss ich halt ein bisschen auf Defense spielen. Shit happens. Leuchtsterndrache. Synchro-Druckwelle. Bringt mir gar nicht viel. Momentan bringt mir alles gar nichts, weil ja, man sieht es ja. Ich da keine Empfängermonster nutzen. Ja, komm, machen wir es nochmal. Ganz ehrlich, reißender Tribut und dann auch noch Spiegelkraft. Sorry, aber da leckt mir doch am Schöpli, ey. Da hat doch nicht sein. So, jetzt nochmal. Ah ja, ah ja, ah ja. Schön, schön. Jetzt habe ich zwar relativ viele Zauberfallenkarten, aber alles andere sieht relativ bedrückend aus. Was den Speed angeht. Kommt der schon wieder. Ich warte noch ein bisschen ab, Freunde. Nein, keine Karte aktivieren. Was? Die hat auch Stimmen? Ne, die hat meine Karte geklaut. Fies. Die hat schnell. Also, das schnellste. Nee, oder? Das war jetzt schnellste Synchron. Blumenzauberin. Oh. Ja, das sehe ich jetzt aber so mal nicht. Tschüss. Sag mal, was ist das für eine? Ja, das glaube ich, Kumpel. Also bisher hat es ja eigentlich ein cooles Deck, muss ich schon mal zugeben. Blumensynchronisierer, okay. Aber ja keine Karte mehr auf der Hand, oder zumindest fast keine. Das kann und muss ich nutzen. Edle Ritter Johanna, ja, dann macht doch eine scheiße Johanna. Nö. Gibt's nicht, will ich nicht. Ciao. Sag mal. Wer das Deck durchgemischt? Mensch.
Ist ja wohl eine Schweinerei. So. Schrei der Unton, ich brauche mal Schildflügel zurück. Dankeschön. Ja, Angriffsmodus ist jetzt ein bisschen doof, aber muss halt sein. Jetzt kommt nochmal ein Synchronisierungsmonster, glaube ich, sagt. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Nee, mach mal nicht. Darf ich jetzt vielleicht mal ein Monster ziehen, liebes Spiel? Das wäre jetzt ganz freundlich von dir. Ja, da kann natürlich ausgerechnet so einer. Nee. Nee. Come on. Die warten doch gerade. Ja, Sherry, was soll ich sagen? Ist irgendwie doof. Blumenchevalier. Oh, mais oui. Was hat man dem Spiel eigentlich angetan? Kann man das mal einer verraten? Ich verstehe es nicht. Es heißt, während ihrer Spielzüge, sie dürfte also meine Karten nicht blockieren können. Okay. Habe ich es auch richtig interpretiert? Ja, natürlich spielt man die Lichtschwerter. Ich sehe eh kein Monster, also insofern. Oder auch mal einen netten kleinen Schildkrieger. Natürlich wieder mal ein Defense-Monster. Danke, Spiel. Du bist sehr freundlich zu mir. Entweder kriege ich nur Monster oder kriege ich nur Zauber und Fallen. Kann er mal eine Mischung davon? Nö. Klaut die mir Monster? Ich glaube, es hockt. Nö. Edgy Badge. So, komm, man darf jetzt vielleicht bitte mal ein Synchromonster, ein Empfängermonster. Oh mein Gott, muss das gerne holen, ey. Was rufen wir? Sollen wir mal Labor-Synchron rufen? Was hat der jetzt für ein Level? Also, wo Krieger, Entschuldigung. Stufe 6, okay. Naja, dann lassen die, glaube ich, noch auf dem Friedhof. Und Synchrobeschwörung, Freunde. Zeit für ein neues Monster. Hier kommt Burgkrieger und er bohrt sich. Wer weiß wodurch. Dann erstens den Beifass kann ich es machen, okay. Aber ich würde mal sagen, jetzt erst einmal Synchro-Druckwelle. Ich will meinen Effekt aktivieren, aber es bringt mir nichts. Wegen der Lichtschwert, deswegen. Mach's doch lieber so, komm. Der glaube irgendwie Gedächtnisprobleme, kann das sein? Kehre zurück! Oh, Krieger! Synchron nochmal. Ne, glaube eher Schnellzieh-Synchron.
Aber nicht jetzt, weil das bringt noch nichts. Aber Synchro-Druckwelle, die bringt was. So, ist auch die Karte futsch. Freders Schwert aber halt auch. Kann man natürlich Burgkrieger nochmal verwenden. Ja, ich habe Kartenbrecher noch, will ich aber noch nicht nutzen. Meine Vorteil ist, ihr könnt jetzt Kartenbrecher theoretisch direkt wieder rufen. Im ersten Zug, durch den Effekt eben. Ich verhindere halt, dass sie durch ihre Effekte irgendwie mein Monster penetriert. Nehmen wir Burgkriegers Effekt, das ist schon noch cool, also kann man nicht anders sagen. Burgkrieger zum Appell! So, ansonsten, ja, kann natürlich auch Abstimmgeschirr wäre eine Option. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Schildkrieg ist im Friedhof, das passt eigentlich. Wäre für später. Okay, warte mal, Nazi die. Ich würde mal sagen, rufen wir schnell zu synchron. Und Stachelschraubenigel durch seine Special Ability direkt vom Friedhof aufs Feld. Und nun Zeit für eine Synchrobeschwörung. Hatten wir schon mal, ich weiß, jetzt mal es aber wahr. Hier kommt Gerümpel Bogenschütze. So, seinen Effekt muss ich eigentlich nicht nutzen. Ja, wohl doch, warte mal. Der Effekt von ihr gefällt mir irgendwie nicht. So, meine Krieger, direkter Angriff. Burgkrieger und Gerümpelbogenschützen, beides vom Typ Krieger. So, nächster Zug ist erledigt, außer sie zieht jetzt eine geile Karte. Warte mal, ich habe ja noch Synchro-Ablenker. Ja gut, bei mir zwar hier nicht so viel. Aber egal, erstmal Stimmen. Dann natürlich Gerümpel synchronisieren, den kann ich relativ schnell wieder nutzen. Dann kann noch Schrei der Unton noch spielen. Dann nochmal Gerümpel Bogenschütze, weg mit der Karte. Und nun mal den Krieger Angriff. Okay, das war's. Ein letztes Aufbäumen, was überhaupt nichts gebracht hat. Aber schönes Duell, Sherry. Wer bist du? Mein Name ist Sherry LeBlanc und ich will herausfinden, wie du damit umgehst, wenn es mal kritisch wird. Du hast mit Bravour bestanden. Ich würde doch gerne mein Team aufnehmen. Du und ich werden im World Grand Prix gemeinsam antreten und alle anderen besiegen. Ja. Ich muss dich einfach mein Team haben. Warum? Nun, wenn du nicht wissen willst, Fudo, ich bin auf Rache. Ich werde nicht stoppen, bis ich eine Genugtuung kriege. Gegen wen? Gegen eine Organisation, die als Iliaster bekannt ist. Sie haben meine Eltern entführt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Es ist mir gelungen, ihnen zu entkommen und seitdem bin ich immer auf der Flucht. Iliaster? Den Namen hat Gudins Bruder Roman schon genannt. Kerngesellschaft, recht interessante Theorien über das Universum verbreitet, bla bla, sie gehen im Schatten, Ich glaube, sie haben eine Familie entführt. Es tut mir so leid, Sherry. Yo. Iliaster steht in der Organisation des nächsten World Racing Grand Prix. Sie sind um herum nicht gewinnen, um ihnen näher zu kommen. So. Ich muss aber reichen, Freunde, weil ich muss die Folge wieder beenden. Und ich sage trotzdem an der Stelle schon mal vielen Dank wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zum nächsten Duell am Rande der Eliminierung Teil 1. Dann hier der Teil 2, Teil 3. Oder so, keine Ahnung. Mal gucken, wie schnell wir hier noch vorwärts kommen, wa? Mit der restlichen Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.